Neue Abenteuer in Illumina City. Wir waren heute wieder zurück bei Pokémon Legenden CA. Oh yeah. Ich würde mal sagen, wir lagen direkt mal weiter, ne? Wir sind ja eigentlich gut dabei, sagen wir jetzt mal, ne? Hier und dann noch ein paar Sidequests. Ja, wir haben auch schon viel gemacht hier, ne? Bis auf Megazobiri, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Aber auch schon hier viel gemacht, Wildsektoren und so, ne? Und, ich würde sagen, ich gehe direkt mal dahin, ne? Und guck mal. Und hoffe vor allem, dass wir mit unserem Team durchkommen. Denn das könnte ein bisschen knackig werden, ne? Ja, ich habe, glaube ich, offscreen ein bisschen was gemacht, weiß gar nicht. Sortiert vor allem, ne? Also nächstes jetzt mal ein Full Attack Set, ne? Vielleicht gut, vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Megani haben wir unsere Arschel reingepackt zum Testen, genau. Gardevoir, den Donnerblitz ist neu dabei. Damit auch ein bisschen, ja, etwas Donnermäßiges drauf haben. Durengard, ja, ein Eisenschädel, der ist auch schon bekannt. Amphisel ein bisschen umgestellt, das spielt keine große Rolle, weil wir werden sich groß einsetzen können. Und FM, ja, soll ja vor allem mehr speziell werden, ne? Spezieller Drache, sag ich jetzt mal, ne? Vor allem so ein Flugdrache, das könnte durchaus nett werden, ne? Wir gucken mal. Utacken, Tausch gegen Meistersamen, super Spezialtraining, genau, da geht es um die Dinge, die wir schon mal erwähnt hatten. Und wir die wohl hier bekommen würden, es sieht tatsächlich so aus. Kampfexpertin, die hat irgendwas vergessen. Dann werden wir das Pokémon den Kampf durchmachen. Okay. Ja. Super Spezialtraining heißt natürlich für uns DVs, ne? Und da frage ich mich doch, warte mal, wir haben im Zuge von Ranked Battles online haben wir doch was bekommen, ne? Also wir hätten ja einen Silberkronkorken, ne? Den würde ich glauben, wenn wir nachher dazu kommen, dann für Megani einsetzen, denke mal ein bisschen auf KP setzen, also generell natürlich dann nachher auf alles setzen. Ein bisschen auf wobei mit Megani kann ich alles machen. Aber ja, sicher mal auf ein KP investieren. Das kann bei Megani nie schaden. Ich kann quasi eine Elite-Pokémon draus machen, weil die haben ja alle, ne, die haben EVs auf KP, Entschuldigung. Aber ist egal. Wir legen los, Freunde. Ich hatte schon erwartet. Quinn mag andere Ansicht sein, aber ich weiß, dass er noch viel stärker werden muss. Ja. Wie ich bereits gesagt habe, ist die Freiheit der Pokémon ebenso wichtig wie die von uns Menschen, wenn wir wirklich mit ihnen koexistieren wollen. Um diese Freiheit zu garantieren, ist ein gehöriges Maß an Kraft vonnöten. Mit Kraft allein lässt sich gewiss nicht alles lösen, aber sie hilft einem zumindest, das zu schützen, was einem wichtig ist. Ja, deshalb will ich beim Sea Royal Rang A erreichen, das einfach einmal zu beweisen. Also Michael, bist du gewappnet für unsere Kräftemessen? Yo. Coole Musik. Na dann. Let's fight! Wahrer Fortschritt lässt sich nur durch den Sieg gegen einen wahren starken Gegner erzielen. Du denkst, du gewinnst? Muskeln sind Kraft. Kraft ist Gerechtigkeit. Ah ja. Und Gehirn ist dringend vonnöten. Zumindest bei ihm. Gavin von der Faust der Gerechten fordere dich heraus. 1 Garaborn. Kampfkäfer. Natürlich mit Megani ein bisschen schwierig. Ja, deswegen kurz raus. Hey, muss der Reflektor hin. Hat der Reflektor eingesetzt? Ah, Durchbruch, warte mal, hat sie durchschlagen. Gar nicht mitbekommen, sorry. So. Reflektor wäre eigentlich schon, wie ich das Ding behalte. Machomai. Mirapla, Machomai. Ah ne, irgendwie anders, ne? Oh, brauche ich gar nicht bei ihm. Ja, das war's hierzu. Komm schon, es wird langsam lästig.
Dein fucking Ernst jetzt? Was ist das denn für ein Typ? Vollzieht die Mega-Entwicklung. Das war ja klar. Das wird so ein Legios. Warte mal, ist so ein Gala-Pokémon. Naja, egal. Okay, das sieht ja fast schon cool aus. Cooler wäre es, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr KP hätte. Ja, leck mir am Arsch, ey. Na dann. Megamorph versus Megamorph. Natürlich muss es Eisenschädel haben, ist ja klar. Oh, Mega Megane, Gott sei Dank. Puh. Da hätte auch schief gehen können. Rangdi! Oh je! Also CBA, wir sind bald schon da. Ich muss wohl noch viel härter trainieren, wenn du kämpfen kannst, ja? Wenn du den Leuten hier um dich herum weiter Ärger machst, kannst du dein Ziel auch nicht erreichen. Ah. Es stimmt schon, Mann. Das ließe sich leicht beheben, wenn du bereit wärst, ein offizieller Coach zu werden, Schwesterherz. Das kannst du abschminken, Gavin. Der nimmt dich auch so, ja? Ich habe ernst wird mit dir zu reden, aber unter 4 Augen, also Abmarsch, hopp, hopp. Okay. Oh, ein Andenken. Schade, da geben wir vielleicht einen Goldkronkorken. See you later, Alligator. Auf dem Weg zu Rangdi. Puh. Oh nee, immer dasselbe. Irgendwie schon cool, dass dieser Kram mit den XY-Achsen geholfen hat, den Fall zu lösen. X und Y, das habe ich doch schon irgendwann schon mal gehört. Ninster spielt gerade selber auf die Schippe. Wobei, ja gut, ja, Game Freak vielleicht selber. Weil ja XY Spiele, also sag mal so, ne, der Anime XYZ, der war ja Bombe, also aus meiner Sicht zumindest. Und ich glaube generell auch, ja, Japan und so generell auch, ne, aber halt die Spiele, die waren, also XY, die waren ja, naja, klar, als Mega-Entwicklungen, neue Pokémon, neue Regionen, bisschen andere Technik und so, als er 3D war, aber trotzdem, ne. War es nicht unbedingt der Burner selber, das Spiel. Und Z, eine spezielle Edition gab es ja nicht. Das war das erste Mal überhaupt, dass so, ja, den Mainline, ja, den Hauptspielen, dass es keine spezielle Edition gab. Dafür hatten wir nachher mit Oras, ne, die Remakes Omega Rubin und Alpha Saphir und die waren ja megamäßig. Was meinst du genau? Lass mal mein Gedächtnis kramen. Es ging irgendwie darum, dass beide Achsen in völlig andere Richtungen verlaufen, aber doch einen Schnittpunkt haben. Es kommt darauf an, einen genauen Punkt zu finden oder so ähnlich. Hä? Schnall ich jetzt nicht. Dann gemeinsame Schnittstellen. Naja, wir müssen alle Sauerstoff atmen, ne? Also fast alle. Ich meine, so ein Deoxys brauchen wir keinen Sauerstoff. Ist irgendwas? Nee, sorry, alles gut. Riecht gar nicht mal so schlecht, aber das Auge ist halt mit. Stimmt, kennen der plötzlich ein Sandwich. Hat er sich jetzt das aus Paldea geholt oder was? Die Achse des Schicksals nähert sich dem Schnittpunkt mit der Achse des Croissant Currys. Wer es glaubt. Also Gavin, Respekt, ey, der hat ja ordentlich reingezämmert. Vor allem, dass der natürlich eine Stahlattacke drauf hat. Ja, ist klar. Aber das mit Durchbruch hatte ich nicht am Schirm, dass der natürlich Barrieren durchbricht. Oh, damit hätte er fast meine ganze Strategie ruiniert. Morgen! Zita und Dura sind noch nicht hier. Endlich mal ein ruhiger, friedlicher Morgen.
Da kann ich mich viel besser auf die Näharbeiten konzentrieren, um die ich gebeten wurde. Weißt du was? Das macht mich sogar so glücklich, dass ich dir was schenken will. Oh, Albert Sohn. Schenkelaune? Oh, super. Ich habe als Dank für ein Nähprojekt erhalten, aber die sind nicht in meiner Größe. Okay. Zita! Was los? Wo ist Zita? Nicht hier. Sie meint heute Morgen irgendwas von wegen Leuten helfen oder so. Dieser Volltrottel! Wieso dieser Volltrottel? Der klingt, als würde sie einen Mann meinen, aber dabei ist ja Zita weiblich. Sie hat sich Geld für ein Werbevideo für Hotel Sekt geliehen und ausgerechnet von diesen gruseligen Typen vom Corosio-Clan. Was? Vom Corosio-Clan? Wer ist denn das jetzt schon wieder? Ja, die sind so heftig, dass bei ihrem Anblick sogar heulende Kinder und randalierende Pokémon sofort Ruhe geben. Hallo, du bist Michael, stimmt's? Wie ich höre, lebst du damals im Hotel Set. Das stimmt. Ich habe zwar eigentlich Urlaub, aber ja, ich bin hier. Na sowas, eine ehrliche Haut, oder sollte ich dich eher leichtsinnig nennen? Na sowas, eine ehrliche Haut, oder sollte ich dich eher leichtsinnig nennen? Wenn du von Fremden einen Anruf bekommst, würde ich an deiner Stelle vorsichtiger sein. Guter Tipp fürs Real Life, ne? Ich bin vom Corosio-Clan. Wir müssen über das Geld sprechen, das sich Sid von uns geliehen hat. Ich hätte natürlich auch durchaus bei euch im Hotel reinschauen können, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ihr wollt doch sicherlich Ärger vermeiden. Schließlich versucht Sid ja Gäste anzulocken. Komm stattdessen zu unserem Clansitz. Er findet sich in der Zone Kane, Sian oder wie auch immer. Wir erwarten dich. Was ist das denn für ein Anruf? Wir nehmen uns gegen uns Geld. Was? Sind Sie sogar eine Nummer rausbekommen? Meine haben sie auch. In der heutigen Zeit, Freunde, könnt ihr vergessen, Datenschutz und so, alles im Arsch. Die wissen alles, keine Ahnung, können vielleicht sogar auf Ende gucken oder so, kein Plan, ist alles vorbei. Während ist die Sache. Sie hat sich eigentlich keine allzu hohe Summe geliehen. Mit Zinsen sind übel. 10% oder was? Es gibt Gerüchte, dass man auf ewig umsonst in den Corosio-Clan schuften muss, wenn man die Zinsen nicht zahlen kann. Tja, wenn das stimmt, sind die echt das Letzte. Keine Sorge, Floyd. Wir werden Sid irgendwie aus diesem Schlamassel retten. Wenn sie tatsächlich Menschen durch überhöhte Zinsen dazu zwingen, ohne Bezahlung für sie zu arbeiten, sollt ihr zunächst mit ihnen reden. Vielleicht lässt sich auf diesem Weg eine Lösung finden. So oder so wird es vonnöten sein, dem Corosio-Clan einen Besuch abzustatten. Da hast du wohl recht, jetzt wo sie schon uns beide angerufen haben. Ich kann Sid nicht erreichen. Michael, Typen wissen, wo wir zu finden sind, das ist mir nicht geheuer. Ich will da ungern alleine hin, wenn sie mitkommen? Na klar. Danke, dabei bist du mich schon viel stärker. Killen halt du hier inzwischen Stellung, ja? Okay. Da kannst du einen neuen Podcast von Canary angucken. Oder einen Stream oder was auch immer die alles macht. Zwar gibt es allerlei üble Gerüchte über den Corosio-Clan, doch scheint er bislang nicht in Visier der Polizei geraten zu sein. Polizei? Zeig mir ein Spiel, wo die Polizei irgendwie von, naja, zugegen ist, sag ich jetzt mal, ne? Also gut, gibt's schon, ne? Ich sag jetzt nur Pokémon Gelb mit Officer Rocky wegen dem Shiggy und so, aber ich meine wirklich aktiv im Einsatz und so. Ja, Polizei weniger, Detektei und so schon eher. Neue Wildsektoren willkommen. Ja, ihr hättet auch gesagt, wir machen erst ein bisschen Sidequesten und so, ne? Alles andere ist hier scheiße. Scheißegal. Nein. Dann machen wir hier mit Team. Team tollen anderer macht's. Ja. Vielleicht ihn wieder rein, weil das Vieh ist zwar cool. Nicht cool genug, glaube ich auch packe mal auf eine Bank oder so, ganz ehrlich. Dem Vieh wird da sowieso nichts mehr. Müssen wir eh noch ein paar andere fangen, ne? Dann für den Living Dex irgendwann mal. Lichtel. Wie gesagt, dass der eigentlich noch cool wäre, weil er offenbar einen recht hohen Angriff hat. Einen Spezialangriff. Algit wäre auch mal so eine Variante. Ist halt Geist-Feuer, ne? Wir haben ja eigentlich schon ein Feuer-Pokémon für Nexus. Und wenn wir Nexus Need haben, kann ich hier noch mal ein bisschen weiter gucken. Ja. Kann erstmal noch ein bisschen entwickeln, ne? Das kannst du natürlich Amphisel oder FM. Wobei, aber ich gerade gesehen, dass irgendwie. Ah, Luftschnitt. Perfekt. Die physischen Moves werden, Freunde. Die speziell nicht die physischen. Was sehe ich hier überhaupt?
Okay, begib zum Clan sitzt der Ding-Clans, ja, ist schon klar. Aber es gibt ja noch andere Dinge zu tun, ne? Zum Beispiel ein paar Sidequests zu machen. Kann es auch Steinboutique geben, vielleicht gibt es auch noch was. Ein Part jetzt der Story auch wieder durch. Könnte es sein, dass ich was Neues kaufen kann? Also hier schon mal nichts. Leider mal ein paar neue Bälle oder sowas, aber halt egal, ein bisschen schwierig. Wie sieht es hier Megasteinmäßig so aus? Genau dasselbe, ne? Nichts Spezielles, Neues. Nö. Ein Gengar nicht. Wenn die Pokémon hätte, können natürlich auch dann die Steine dazu kaufen. Sonst bringt das nichts, finde ich. Natürlich muss im Wildsektor drin eine Sidequest sein. Na gut, ich meine, es ist Zone 7, also. Ne, 12, Entschuldigung. Also das Eisgebiet, ja, sowieso so ein bisschen unlogisch ist. Warum hat es plötzlich Eis? Eis, B. Oh, die habe ich ja schon alle. War nicht irgendwo noch so ein Elite, was ein Rexbisser oder so, was hier herumläuft? Bin gar nicht mehr sicher. Oh, dann kann man aber eingefroren. Wie geht denn das? Ja, schade, gibt es ja keine Fähigkeiten mehr, ne? Sonst wärst du jetzt praktisch irgendwie so im Flammkörper oder so. Mein Kappa wurde eingefroren. Wir waren gerade im Wildsektor angekommen. Und haben mit den Pokémon verwickelt. Das hat bestimmt 10 Eisstrahlen Glatze bekommen. Noch eine extrem heiße Feuerattacke. Natürlich helfen wir. Ja, aber muss erstmal hier vorne noch ein bisschen managen. Das war schon da vorne irgendwo, ne? So ein Rexbis Elite-Ding. Ist nicht mehr da. Oh, da ist er noch. Okay, ist die Frage, ne, wie heiß muss der Albiger sein? Eine noch heißere Feuerattacke auf. Okay, jetzt wird es langsam speziell. 75. Die Frage ist, reicht der Flammenwurf? Brauche ich vielleicht... Hitzewelle 95, ne? Noch stärker habe ich gar nicht. Okay, Hitzewelle reicht. Sehr gut. Was für ein Glück, ist vollkommen aufgetaut. Vielen, vielen Dank. Hä? Das hat die ganze Barriere gefuttert, wenn du eingefroren warst? Wie geht denn das? Maup, Maup. Jo, kein Problem, ne, haben wir gerne gemacht. Dafür sind wir da, um wilde Kamaups aufzutauen. Okay, aber ist doch schon mal gut. Hitzewelle ist sicher so ein Move, den man online sehr gut nutzen kann, tatsächlich. Weil man hat gesehen, ist zum Ausweichen, glaube ich, gar nicht so möglich für den Gegner. Anhand der Art und Weise ist halt die Attacke um einen herum spawnt und so, ne? Von dem her ist, glaube ich, ganz cool. Okay, dann da draußen. Wir haben da runter rumlaufen und die Leute mal hier spawnen. Ne, ist PvP, ne? Detoniert Zappelack. Donnenzahn, bitte kämpft gegen mich. Ein anschlagendes Zapplerlike. Okay. Stufe 53 ist er, ne? Beziehungsweise Sidequest 53. Das heißt, ich hätte dann doch gerne lieber Stalobo im Team. Will ich heller sein, weil, naja. Boden und so, ne? Versteht so von selbst.
Du, 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 du. Ja, der Schlagbohrer hat einen durchschlagenden Erfolg, kann man sagen. Spiel, Satz und Sieg. Du bist stark, ich bin geflasht. Das ist mal richtig krass, ey. Tja. Den Kampf mag ich verloren haben, aber jetzt weiß ich, welcher mein Zappel-Leg den Donnerstein verdient. Alle drei, oder? Das ist aber sehr neu von dir, Angil. Oh ne, der schon wieder. Knär wird nicht einfach ein starkes Zappel-Leg zu einem Zappelrang entwickelt. Er hat ein schwaches Zappel-Leg lang getrieben, bis er zum stärksten Zappelrang wurde. Was? Ich bin schockiert. Zappler, Zappler. Oh ey. Donnerstag mit den ganzen Flottbällen. Hey, wart auf uns! Ach, dieses Sidequest-Teil. So, wo ist eigentlich die nächste Zone? Blöd gefragt, aber gerade irgendwie. Ach, 14 und 15 sind frei, ne? Okay. Emolga. Onyx, was ist denn da links unten? So kein Relikan, ne? Richtung Alpolo, ne? Ah, Lavita ist hier. Sind wir auch endlich mal wieder. Elimine Mistes, Raben in der Kiste. Ne, Sidequest, komm. Ja, mal ein bisschen einsetzen, ne? Haben wir noch nie gemacht hier. Surfer! Oh, da ist er. Nein, da will er noch nicht hin. Oh Gott sei Dank, das ist schon, es wird getriggert. Bin dann noch voll vorbeigelatscht. Ich honk. So, was ist hier los, ne? Hey, du da! Schutzschild nicht eingesetzt. Diese Attacke ist der Hammer, sage ich dir. Der Attacke Scanner besser. Schutzschild hält zwar länger an, aber dafür kann man Scanner schnell einsetzen. Lieber Scanner als Schutzschild. Den Kampf nehme ich an. Und ja, ich mache es mit Amphisel, wenn wir mal gucken. Die wird angreifen, wenn sowieso Scanner einsetzt. Riolo, okay. Natürlich muss ein Maschok sein, was auch sonst. Oh, Erdbeben! Dann auch ein cooler Move, theoretisch zumindest. Zauberschein hier. Siehst du, das Problem bei Scanner. Nur die Verteidigung, ne? Trotzdem kann die Attacke durch, also. Vergesst, was ihr sagt, Scanner ist scheiße. Nein, sicher nicht scheiße, aber man muss halt richtig können, ne? Also ich kann es nicht, haben wir gesehen, ne mehr. Es sind völlig verschieden, das stimmt. Nämlich wählerisch, aber ich finde Scanner einfach tausendmal cooler. Ja, ist sicher mehr, talentiert, hätte ich beinahe gesagt. Schwarzgurt, da ist mal ein cooles Item. Endlich mal. Also erstmal hier gucken, ne? Aber gesehen hat ein Erdbeben, ich weiß halt nicht.
Also ich glaube, online wird trotzdem eher auf Schlagbohrer gehen. So wie was wir bis jetzt gesehen haben, weil Erdbeben. Ich glaube, der Radius ist ein bisschen zu klein. Aber wir können sie mal testen, ne? Deswegen sind wir hier. Ja, Amphisel haben wir dann eigentlich nicht viel FM. Was soll die eigentlich für ein Item geben? Der hat echt gesagt, wäre eigentlich mal das, was mir gerade gegeben hat, gar nicht mal so eine schlechte Idee. So ein Schwarzgurt. Was? Den Chancen ist so wie Attacken vom Typ Kampf verstärkt. Hä? Ah, nee, ist ja kein Expertengurt. Ich Trottel, da hatte schon ein Item, das sehr effektive Attacken verstärkt. Nee, ist ja ein Schwarzgurt, also für Kampfattacken. Oh, Scheibenkleister. Okay, kann ich gebrauchen und tschüss. Kurz heilen gehen. Ja, was heißt tschüss? Das ist ja nicht gerade das, was ich brauche, ne? Versteht ihr? Gut, dann noch kurz eine Boxen. Wir werden die Pokémon langsam ein bisschen zu stark hier. Machen wir mal so, ne? Pandago ist gar nicht mal so eine üble Idee eigentlich. Der arme Igamaro, ne? So weiter unten nach. Das Problem bei Igamaro ist, er wirklich kriegt den Mega-Stein von ihm so spät. Und vor dem machen, wenn ich andere Pokémon habe, die ich Mega-Steine kriege, ne? Ich glaube sogar Mega-Bisel, wenn noch vorkommen. Weil, wir werden sicher irgendwann mal das Gebiet antreffen, wo wir die Kanto-Starter fangen können. So, was hat die Zeit? Ja, bin knapp dabei, ne? Vielleicht noch die Quest hier und... Was? Unterirdisch? Wie kann man jetzt dahin schon wieder? Die Quest ist unterirdisch. Wo war denn schon der scheiß Eingang dafür? Wir müssen nochmal in der letzten Folge gucken, wo wir da runtergegangen sind, ne? In die Kanalisation. Was, sogar hier? Ah komm, jetzt was, gehen wir mal kurz hier noch. Ich will mal schauen, ob ich da noch irgendwie was... Boost-Attacken zum Beispiel, ne? Von Boost-Attacken. Boost-Attacken. Ich habe Megas jetzt eingesetzt, um die Stärke von Attacken zu erhöhen. Aber ich bis jetzt noch nie gemacht, tatsächlich. Außer bei mega entwickelten Pokémon, da wird es automatisch geboostet. Jetzt wäre halt meine Idee zu sagen, hey, Meganie Zauberschein, weil es ist ja eine TM und TMs kriegen normalerweise keine Boost-Attacke drauf, deswegen können wir das einsetzen oder bei Mamatur.com. Weil ich glaube, dass er einen Einstrahl behält, ist sehr wahrscheinlich. Aber Meganie könnte also Zauberschein mal durch was anderes ersetzen. Huah! Nö, reicht schon erstmal fürs Erste. Gut, das geht ja bei ihr und hier. Die Level 5 haben ein super Spezialtraining unterziehen. Okay, Level 50. Ja, Meganie wäre, glaube ich, als nächstes dabei, ne? Ja, eigentlich noch so alles. Okay. Das auf Leistung trainieren. Ja, natürlich mache ich das. Das sind nicht alles irgendwie unterirdische Quests, oder? Dann gehen wir kurz noch hier hin. Ja, die Folge ist einfach vorbei, ne? Ich gehe mal kurz in die Quartal Corporation rein zum Gucken. Wegen Megakristallen und so, oder Megasplitter besser gesagt. Und dann aber machen wir uns dann wirklich eine Pause. Und im nächsten Part dann geht's locker flockig weiter. Wie gewohnt. Aber, ja, da kann natürlich einige einsetzen, ne? Dass ihm noch nur S ist, finde ich auch ein bisschen schade.
Skelabra nicht. Okay, 360. Okay, Stolos nicht, ist auch teuer. Legios nicht, ja, okay, jetzt kommen die langsam dazu. Skelabra, Mega Skelabra. Da hätte was, muss er zugeben. Ich glaube, wir haben noch ein paar Schwächere. So. Wir müssen auch mal weggehen, ne? Scarabor nicht und so. Ja, Zapplerang nicht. Viernon-Tor nicht. Ich überlege eigentlich eh, ne? Aber das wirklich mal offscreen ein bisschen machen soll. Ne? Die Stadt herumgehen, Mega-Dinger sammeln. Das kann ja eigentlich wirklich mit unseren beiden gerade schwersten Pokémon machen, ne? Man kriegt auch ein bisschen Training. Ich weiß gar nicht mehr, wann du dich eigentlich entwickelst, Kumpel. FM. Oder auch das mit Iskala, ne? Wie das. Ich glaube, das geht im Dock-Modus gar nicht, ne? Also Iskala entwickeln. Damit wirklich halt von die Switch auf den Kopf drin oder so, keine Ahnung. Lichtel. Lichtel. Also wenn ja, glaube ich, dann das Lichtel, ne? Er soll ein bisschen Power haben. Vielleicht noch eine andere Minze einsetzen und so. Und dann könnte aus dem Vieh was werden. $35, ja. Aber sicher nicht mehr heute, Freunde, das machen wir ein anderes Mal. Beziehungsweise das und vieles mehr, ne? FM, alles klar. Ja, es fliegt runter. Also nächste Folge, vielleicht gucken wir uns da. Ist die auch unterirdisch oder was? Ja, muss ich rein, ne? Okay, können wir vielleicht dann die Dinge noch angehen? Vielleicht gehen wir auch in den Untergrund und so. Oder wir machen doch mit der Story weiter, ne? Wäre eine Option, ne? Haben wir überhaupt nächstes Mal? 38, ne? Muss sowieso ein bisschen beeilen, ne? 38, 39 noch, dann 40 wäre wieder Ranked Battles. Und dann will ich eine kleine Pause einlegen. Also ja, das heißt, nächste beiden Folgen müssen wir ein bisschen Gas geben. Wobei, machen wir sowieso immer, ne? Jo. Passt schon, Freunde. Also dann, sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.